Wir sind hier in die Hofstadt und ich bin hier mit Frau Sina Warkentin. Sie ist Witwe. Aber ich möchte trotzdem auch fragen, von wo lang sind Sie all im Chaco? Also, als ich hier aus Kind mit 10 Jahren im Chaco direkt ab dem Kom angesiedelt in Chan, dort als Fernheim in Männer, wie sie als Flüchtlinge bei denen untergebracht werden. Und dort war für mich die erste wirklich positive Geschichte von meinem Leben, dort wie freundlich abgenommen wurde in Männer und dort wie eingeladen Gast in Fernheim wäre, wie gesagt, die Witlafte Freundschaft, dort kann das nicht. Es kann bloß jahrelang Flucht und dort wie alle auf der falschen Stelle wäre, dort wie kein Ruhm hatte und kein Recht. Uns frucht kein ein Wort, wie musste bloß funktionieren und hatte Angst. Und so, du warst dann endlich Teenager und das im Bosch vom Chaco hier reingekommen. Dort am Stall, wo war das? War das für dich eine Freiheit? Für mich wird das eine Freiheit. Ich sie von da nicht begeistert für alle wunderbaren Häuser und vor dem Mond, das ist alles nicht für mich interessant. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier Plattdeutsch im warmen Sand gelernt habe. Und dort wir hier Planten kennenlernen und dort ich alle Tag mit Planten zu tun habe. Wenn ich aus der Schulferien in Hüstheim, da ran ich das erste im Garten geschickt, wie viel Blätter das der Apfelsinenbaum all hat. Und dort ist mir noch einmal interessant. Ich studiere ab, um meinen Garten zu gehen. Ah ja. Und als du dann herkommst, wirst du dann wirst du im christlichen Allerhus abgewachsen, wirst du vielleicht all beziert? Alles, was man christlich nennt, da wir nicht von zu sein. Ich komme noch ganz genau von Russland, denke, da haben wir noch keine Sinnerschule. In der Zeit bei meiner Oma ab der Overbank, da seid die ganze Familie ab und der Sud knacken, vertalen. Einer schnatten, der andere sung und der andere vertalen. Alt und jung, wir seid alle an derselben Lampe. Und da hätte ich auch alles von Erwachsenen, aber dort wird keine Bibelstunde, auch nicht von der Andacht. Dort wird bloß ein gutes Familienleben. Wir uns wird vertalt und gesungen und wir hielten taub. Aber in unserem Haus waren 3 Witwen und kein einziger Mal. Ich kann mein Vater nicht, meine Onkels nicht, mein Opa nicht. Und ich kann nicht einen vernünftigen, anständigen Mann vom Worteldach von Tus. Und gerade so wenig dort, was eine Tschort normal wäre. Als dann die Deutschen nach uns nach Russland kamen, dann hatten wir die Freiheit, Andacht zu haben. Und dort wird keine Church, aber an unserer Schule, da wir ein Aula Onkel, und der auch mal Predigte vielleicht verlesen. Und so als er das verlesen, das wäre dort für junge Menschen, für studierte Menschen überhaupt nicht interessant. Aber er hat das mit all seiner Kraft, was er konnte. Und die anderen Männer waren alle weg. Die Lehrer und die Prediger, da weiß keiner. Man konnte keinen fragen. Und ich möchte von uns tun, ich kann bloß 3 Uhr früh an mir haben. Wenn die einmal Frau wäre, wo sie hingingen, dann wäre das was. Und die gingen zum Begräbnis und die singen da leider. Ich hatte da keine Chance gelehrt. Mit 12 Jahren wäre ich keine positive Chance. Aber zum Begräbnis, da gingen wir einmal und da war gesungen. Und dort war Gemeinschaft und dort war, was mich dann all interessiert. So, da war ein gutes Beispiel, gutes Vorbild, was wir auch kennen sind. Einfach bloß verlesen, so gut als wir kennen. Auch wenn man nicht die Bibelschule in hoch gelehrt hat. Nee. So, man kann dadurch auch ein gutes Beispiel sein. Wo geht es dann wieder an die Teenager- und Jugendjahre? Und dann wieder eine lange Geschichte von Russland über Polen in der DDR, wie noch einmal russische Zone. Da wir noch einmal keine ordentliche Andacht oder Predigt oder irgendwas. Wir wären bloß unterwegs. Knapp, dass wir wussten, wo wir von da schluppen würden oder ob wir noch was zu eten kriegen. Ja, aber das war fertig 10 Jahre. Ja, das war fertig. Aber ich mein, das war aber der Weg, wo man auch sehr
verbessert oder verängstigt oder misstrauisch wird. Also Männer wäre für mich überhaupt nicht interessant. Naja, wie wäre dann von Männern ein halbes Jahr nach Niederland gekommen und die hatte, Gott sei Dank, und das kann ich mal so sagen, wie Friedensheim bloß weit früh in China. Da wären 2 alte Männer ohne Familie. Und dann hatte wir den alten Lehrer Schartner von Nummer 5, der wie Prediger und Lehrer en dort wieder Farmer, da ook Nummer, da ook Appenoo, Jugendleiter, en Kauerleiter, en Bibelstund, en Sindag Aandacht. Dat hier alles top. Alles. En mijn ma ging zum Kauer, die Schwester ging zum Kauer. De leider kon ik alle van Wied hieren. En die kon ik ook alle metzingen. En dan lieden die zo zeggen dat ze de uitwendig konden. Want ze konden geen noot, ook geen zifferen. Die moesten die leider nur je heier zingen. En we gingen alle Zondag aandacht en alle. We namen onze bank met en dan hadden we wat te zetten in de school. En jedes Mal in Emma. En dat deed man vielleicht ook wie so de einzige Gelegenheit, wo wir überhaupt was tun können. Sonst muss ich bloß arbeiten, einste Jaft, ein Herrscher Jaft. Und was hat die dann überzeugt, die Tafel zu lassen? Und dann war die Mutter aber auch besorgt von den Predigern. Und dann wieder sehr üblich noch die Frage, ob man sich nicht beziehen will. Ich wusste nicht ganz genau, was das wäre, aber ich will unbedingt in den Himmel natürlich. Und dort war Lehrer Schartner, sie dort wie einfach die Wahrheit für mich. Wie alt wäre sie ja dann ungefähr? Und dann, denke ich, war ich 12 Jahre, sie dann 4. und 5. und 6. Klasse bei ihm gewonnen. Und dort wir lange war, dort wir wirklich alles zum ersten Mal einmal gehört und dort Weser. Ja, dort wir für uns einfach überzeugen. Dort, wo wir Pfarrer sind, wir dort wenig wichtig. Dort halt nicht. Also wichtig als gutes Vorbild sein. Ja, ja. Und meine Mutter wird dann auch noch nicht getauft. Oh. Die hat auch nicht die Gelegenheit, so sei es. Die hat überhaupt keine Ahnung. Und dort wir jahrelang, die Prediger wären weiß, die Männer wären weiß, wie auch kein Vater, auch kein Opa mehr, was sagt wieder, und dort sagt das wir alles nicht. Ich kann das nicht ein Mann um das. Das hat echt ein Mann sein. Und ich fand das ganz vernünftige Männer, das ist wirklich interessant. Hast du die dann auch mit deiner Matafel gelassen? Nee, Lothar. Aber wir machen das alle mit. Und wir sind von Friedensheim nach Genodental. Dat alle Genoden, da haben wir fällt die Kirche vor, die Gemeindestunde. Man muss stehen mit Essen, man in der Runde rennt das Mädchen vor, die einfach langweilig, die lange weiß. Aber das muss ich alle mit, alles. Als ich werde nicht sagen, 1 oder 2 Jahre bloß Mädchen vor, die Gemeindestunde, wenn sie da kleine Kinder warten. Das ging mir schein. Ein Kreuzer wird das ein Mann. Wir haben ein junges Lied und der hatte ein einziges Baby. Und ich durfte Kindermädchen sein. Wie alles geht, alles andere wie vorbei. Ich hatte nicht mehr Angst. Ich konnte ohne meine Mann da bleiben. Und es bloß Sonnenschein und warme Erde. Schein, da hat Gott diese ja einfach in alle Richtungen haben wir das eine Hilfe. Ja? Dass wir nicht bloß vom Predigen. Dass wir das Leben, was uns überzeugt hat. Und das sind dann so nach in Friedensheim, wie es dort plagen. Ich will mich bekehren, aber ich wusste nicht wo. Und ich wusste auch nicht, was ich tun soll und was ich fragen soll. Und dann fängt man das an. Dann lief man eben bloß in Chalva werden, in Assen werden, in Heiner Jahren. Aber dann hat wir, wenn wir Abend annacht, dann kamen kanadische, zwei Menschen predigten. Ich glaube, ich kann von allen Andachten vertellen. Das war für mich alles sehr interessant. Und dann, wie noch einmal ein brasilianischer Prediger, wir haben die ganze Zeit immer geschleipert in der Bibelstunde, bloß geschleipert. Aber da fällt mir das wie, ich wollte mich bekehren. Und wenn der nu was sagt, dann war ich das dann. Das ist ein sehr normaler Verstandesentschluss. Nu hat die Gelegenheit, nu wird Fragen. Hier habe ich ihm zum Fragen. Und dann ist ich dort. Und das hat mich so gepackt.
En mijn leraar weer daarbij, dem vertrouwde ik sowieso, ik had je naar dem ook kunnen, maar dat weer bloos strak. En die had ook bloos strak, die had veel meer zo, noem maar zo op een noord. Die had niet, niet evenlei tijd. Maar we hadden vertrouwd aan. Wo bald nur die Beziehung hast die Tafel oder? Nou, zij had sehr bald. Zij had zo, vielleicht een jaar oder so. Immerhin, ik denk, dann leidt het me ook in de gemeente, Brüdergemeinde van de Noorden tot Tafel. En mijn ma had zich dan al Tafel laten. Okay. En dat wil ik zeer als Beispiel zijn. Dat we een wijsheid, en Gott sei Dank, dat soll dann so sein, wir sollen einmal beim das Gebet abstunden, wie deine dort, wie die Kreuzlehrer sagt, ja. Wie deine dort, einfach alle. Und dann wir einmal Ofenschluss machen. Und ich denke, meine Mama wäre niemals an die Lage gewesen, ans verlorene Kinder, ans, was wir so viel Negatives gesehen erlebt haben, und nichts Positives, uns zu ertragen, irgendwas gut zu machen, was alles all da wie wir. Aber wir leiden alle oben beten. Alle. Absolut beten. Und dann, mein Bruder, das würde ich sagen, wie ein ausgesagter Gaststamm, nicht wie so schlecht wäre, aber ihm interessiert einmal alles. Er wird einmal von Janssen tun, nach alles sein wollen. Und dort für meine Mann zu regeln und gut zu machen, das kann man nicht fair sein, nicht nur sein. Dass wir mal die Gnade, dass wir uns alle Handschneiden in beten. Und dann fing ich weiter da an, wo ich von da gebetet habe, und das leidet dann mal auch. Schön. Und Sie haben Ihren Mann verloren. Wie lange sind Sie nu al allein? Ich bin nur al gut 10 Jahre allein. 10 Jahre. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin nur 85. Okay. Hier will ich noch eine Klage von früher bestimmt. Was würde ich gerne an der Totschutz auf New York oder auch Ella, so ist die Ma Ella Ja. und sich dann ihr spaziert habt, was würde ich denen noch sagen gerne? Ich sage, das ist die einzige Möglichkeit, gut anzufangen, in das zu halten und zum Ziel zu kommen. Das hat ein Ziel, das hat ein gutes Ziel. Das hat genug Schwierigkeiten, die bleiben auch. Man kann sie nicht aus dem Weg gehen. Und man muss auch dabei bleiben und eine Hilfe fragen. Auch wirklich eine Hilfe sehen. Und das oder dort überwinden oder sich roden zu lassen. Ich finde das sehr nötig. Und dort habe ich immer getan. Ich habe immer ein gutes Verhältnis zu anderen Menschen gehabt. Ich habe nicht alle Vertrauen. Und ich überhaupt nicht jeden gehorchen. Ich lieber selbst entscheiden, muss selbst davon überzeugt sein. Aber ich das fragen. Und es gibt für mich immer Menschen, denen ich leben kann. Und das habe ich getan. Also das ist sehr wichtig. Ja. Gut, danke für Warkentin, für deine Zeit hier. Ja. Und dass wir haben konnten darüber reden.